Hallo zusammen, da bin ich, der Troll. Yay. Ist jetzt gerade vielleicht ein bisschen laut gewesen, ich hoffe, ich habe euch nicht gerade das Trommelfell rausgehauen. Ja, wie ihr seht, ich bin hier zurück bei Kerbal Space Program. Es ist ein Zeitchen her beim letzten Video, es sind ein paar Updates rausgekommen und. Und ich würde meinen, ich starte doch mal. Falls ihr jetzt meint, das gäbe eine neue Serie, also Kerbal Space Program käme jetzt als Serie, nein, das wird nicht passieren. Ich habe jetzt einfach Lust gehabt, zu zocken und ja, das mache ich jetzt und dann denke ich, nehme euch mit auf meine Reise. Ich habe nämlich gesehen, oh, da gibt es einen Carrier-Modus, also einen Karrieremodus. Probiere ich doch das mal aus, wieso eigentlich nicht? Wähle ich da meine Flaggen aus, wo ich jetzt natürlich nicht reingeladen habe, so heldenhaft wie ich halt bin. Und dann mache ich halt einfach so etwas wie, wo ist es jetzt, wo? Wenn ich mich noch mal daran erinnere, ja, mache ich etwas Psychedelisches in dem Fall. Okay. Karrieremodus, ich komme, Start und Go. Wir sehen hier, in der Übersicht hat sich einiges verändert. Wir haben jetzt hier eine Geldanzeige, wir haben hier sonst eine komische Anzeige und das sind unsere Science-Punkte. So viel weiss ich bis jetzt, mehr weiss ich aber auch nicht leider. Muss ich jetzt selber herausfinden mit euch zusammen. Ich weiss, irgendwo kann man Contracts annehmen. Und das schauen wir uns jetzt doch mal an. Launch a new vessel. Okay. Die wollen, dass wir eine neue Rakete starten. Mehr müssen wir eigentlich nicht sehr viel machen. Launch a new vessel, incomplete, ist klar, wir haben bis jetzt noch nichts gemacht. Dann würde ich sagen, das nehmen wir mal an. Dann set Altitude Record auf 5000 Meter. Also wir müssen einfach mindestens auf 5000 Meter kommen. Ich denke, das können wir auch gut annehmen. Escape the Atmosphere. Ja, ich würde mal sagen, mit dem tun wir jetzt mal warten. Wie komme ich da raus? Close? Ja, gut. Okay. Also alles, was wir machen ist, wir nehmen hier unsere Kapseln. Schon? So. Jetzt muss ich mich zuerst wieder an den Editor gewöhnen. Ist lang her, seit ich ihn zuletzt gebraucht habe. Es sind schon viele Games vorbeigegangen seitdem. Jetzt haben wir da die Möglichkeit. Haben wir echt schon einen Stack Decoupler? Nein. Also wir sehen, uns fehlt relativ viel. Also würde ich meinen, da können wir einen Fallschirm machen und dann da so ein Teil rein. Und das soll doch schon mal unsere Rakete sein, viel mehr wollte ich jetzt auch gar nicht machen. Die ist ja so einfach, die werde ich nicht umbenennen, ich werde sie einfach starten. Ich bin, wie ihr es ein bisschen gehört, verkältet. Ist nicht weiter schlimm, zum Gamen geht's. Bam, da sind wir. Und ja klar, jetzt ist natürlich der Fallschirm in der gleichen Stage wie auch der Solid Fuel Booster. Das haben wir natürlich nicht. Wir wollen den in einer eigenen Stage haben, der kommt runter. Und dann sollte das auch wirklich funktionieren. SAS an und Start. Mal schauen, ob wir die 5000 jetzt schon erreichen können. Ich glaube es zwar nicht, der ist wahrscheinlich zu wenig stark dafür. Aber wer weiß, wer weiß. Lassen wir uns überraschen. Ich weiss gar nicht, braucht das SAS jetzt hier gerade bei dem? Ich glaube es nicht einmal groß. Bringt es etwas, wenn wir uns dreht? Eigentlich schon theoretisch. Müsste es ein bisschen etwas bringen. Ja, ich glaube die 5000 die haben wir erreicht. Da können wir gerade bei den Contracts schauen. Launch a new vessel ist okay, abgehökelt. Und Achieve an Altitude of 5000 haben wir auch. Dann können wir dann einen Crew Report machen. Den tun wir natürlich speichern. Da halte ich jetzt mal schnell an. Und sind wir schon? Nein, wir sind noch nicht. Jetzt kann ich da noch ein EVA machen. Ich hoffe, es geht. EVA Report, bam. Keep Data, Board. Und fertig. Ich glaube, man hätte... Nein. Zum
um die Atmosphäre zu verlassen, müssten wir da, glaube ich, in diesen Bereich raufkommen. Da. Haben wir jetzt natürlich noch nicht geschafft, aber ich denke, vielleicht beim nächsten oder übernächsten Mal werden wir das schaffen. Ich glaube, Minimumhöhe ist dann 70'000, bin mir aber nicht ganz sicher. Jetzt, wo wir runtergehen, können wir S1 ausschalten. Und ja, eigentlich kommt es nicht darauf an, aber ich werde jetzt schon mal den Fallschirm öffnen. Ich meine, wieso auch nicht? So, da schreibe ich mir, oder respektive man geht über Kerbin runter. Da sehen wir den Mond, den Moon. Da können wir mal schnell in die Übersicht anschauen, wenn man M drückt. Ich will jetzt nicht alles wieder erklären, mit all diesen Shortcuts und so. Schaut einfach das Video, Kerbal Space Program for Dummies, oder Dummies, oder wie man dem sagen, keine Ahnung, mir eigentlich egal. Dort wird das mehr oder weniger erklärt. Oder auch nicht, ich habe keine Ahnung mehr, eigentlich ist es egal. So, jetzt würde ich mal sagen, ich spule mal ein bisschen vor. Das mache ich mit Komma- und Punkt-Tasten. Ich muss einfach aufpassen, dass ich nicht bei 500 Meter, wenn der Fallschirm sich öffnet, noch am Warpen bin, Time-Warpen bin, weil sonst reißt der ab. Oh ja. Also, ich weiß nicht, aber bis jetzt war es immer so gewesen und ich gehe davon aus, dass es immer so ist. So. Jetzt kommen wir mehr oder weniger da wieder zurück, wo wir gestartet sind. Das finde ich eigentlich schon mal sehr gut. Der Chap wird auch sehr glücklich sein, dass er wieder daheim ist. Praktisch vor der Haustür natürlich. Und ich sehe jetzt gerade zum ersten Mal, dass wir da noch Landeplatz haben. Kann man echt wählen? Nein, das bringt wahrscheinlich gar nicht, was ich jetzt da gerade probiere. Nein, wir kommen jetzt schon neben dem Gebäude runter. Da schön auf den Vorhof, den kleinen Garten vom Chap. Da ist sein Haus da. Da kann er gerade heimlaufen. Er muss am einen schon umgehen und schon ist er wieder daheim. Aber er hat immerhin schon einen Flug hinter sich, der 3 Minuten gedauert hat und ist fast auf, glaube 20'000 sind wir gewesen. Bam, und da sind wir wieder. Jetzt können wir hier aussteigen. Würde ich sagen, wir nehmen da, let's go, nehmen da noch eine Bodenprobe. Take Service Sample. Jawohl, Keep Data. Gang weg und Grab. Und dann können wir da sagen, Recover Vessel. Bam. Wir haben es geschafft. Jetzt, wir haben Science bekommen, recht viel sogar. Wir haben jetzt 28 Science. Next. Dann haben wir 1001 Dings bekommen. Für also anscheinend ist der auch das gleiche. Ich komme nicht ganz draus. Das ist ja gleich eigentlich. Naja, bla 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 bla. Jedenfalls, wir sind wieder zurück und wir können schon etwas erforschen. Jetzt muss ich überlegen, wo ist da? Ich glaube, da ist das Forschungscenter. Ja genau, da ist das Forschungscenter. Forschungscenter, genau. Ich würde sagen, Research, mit 5 sind wir dabei. Und den können wir auch noch gerade mitnehmen. Oder... Was ist jetzt gescheiter? Ich würde fast meinen, der da. Da sind die, glaube ich, Solid Fuel Booster dabei. Und da, ja, der wäre einfach dann noch für eine zusätzliche Stage. Ich weiß nicht, ob ich das will. Ich glaube, ich gehe jetzt in die Richtung da. Wie viel kostet der? 15. Jawohl. Nehmen wir den da. So. Gut, wir haben unsere Punkte ausgegeben. Wir gehen wieder zurück. Oh nein, ich muss da wieder raus. Fällt mir gerade ein. Ich muss jetzt wieder Contracts annehmen. Das mache ich doch gerade schnell. Das war da drin. Und man sieht, wir haben jetzt wieder viel mehr bekommen. Test MK16 Parachute in Flight over Kerbin. Was müssen wir da machen? Zwischen 12'000 und 21'000 mit einem Speed zwischen 350 und 650. Ich denke, das ist machbar. Jetzt ist die Frage, wie viel Geld gibt uns das?
Wo sehe ich das? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wie sieht es da aus? Wie sehe ich, wo kann man das nachschauen, wie viel Geld das es gibt? Ich komme da wirklich nicht ganz draus. Ist das echt das? Aha, jawohl, genau. Also, alles klar. Also das gibt uns 817, das bringt mir gar nicht. Das bringt mir 1400. Man, Flat und Kerbin. Okay, der ist wahrscheinlich schon ein bisschen trickier. Da haben wir noch den Test Rockmax Mark 55. Was? Nein, das bringt mir auch nicht. Bringt mir auch nicht. Da bringt mir noch etwas. Also, Test Separatron in Flight over Kerbin. Und zwar zwischen 16.000 und 22.000 bei einem Speed von 180 bis 580. Ich denke, das sollte funktionieren. Okay, also den nehmen wir mal an. Dann haben wir einen Decoupler, den wir testen müssen. Den nehme ich auch an. Dann machen wir hier einen neuen Höherekord. Ich denke, das werden wir auch schaffen. Und ich denke, das sollte länger für den Anfang. Probieren wir das doch gerade mal aus. Und zwar habe ich jetzt schon eine Idee, wie ich das machen will. Und zwar, wir haben hier wieder unsere Kapseln. Dann haben wir als erstes jetzt habe ich das Problem. Oh. So, jetzt ein Stack Decoupler. Dann ein Solid Fuel Booster. Dann ein Decoupler. Dann ein Solid Fuel Booster. Ich glaube schon, dass das der richtige ist. Jetzt muss ich mal ganz kurz schnell. Kommt doch auch weg. Jetzt geht es dann weg. Haha. Bug. Ich muss da schnell raus. Und das Spiel ist crashed. Nein, noch nicht ganz. Hui. Was war jetzt das gewesen? Ich weiß es nicht. Okay, fangen wir neu an. Also, das sind meine Contracts, die ich habe. Also, Test Separatron, das ist klar. Radial Decoupler. Ja, ist klar. Aha. Ah, der habe ich gar nicht angenommen, genau. Da kommt es sogar nicht drauf an. Und ist das der TT70? Nein, das ist der TT70. Okay, wieso auch nicht? Da würde ich doch meinen, nehme ich so einen. 3 Mal. Bam. So. Hier schaue ich das Ganze gerade ein bisschen schief an, so jetzt. Dann komme ich da noch Dings dran. Bam. Haben wir da schon Struts? Nein, wir haben noch keine Struts. Struts sind so Verbindungsteile, die die ganze Rakete nachher sicherer machen. Haben wir leider noch nicht. Und Sepatron, die müssen wir ja auch testen. Die tun wir am besten. So, genau, da habe ich wollen. Und zwar eine ist da. Und ich glaube mit Alt. Genau. Eine ist da. So. Also. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe das so gemacht, dass wenn die dann abgesprengt werden, werde ich die mit diesen kleinen Sepatrons gegen runter wegdingset. Ihr wisst jetzt, was ich meine. Jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir das Ganze bei einer Höhe von 11.600 Meter machen.
Das müsste eigentlich funktionieren und zwischen 370 und 670 Meter pro Sekunde schnell dürfen wir dann sein. Okay, wieso eigentlich nicht? Mal schauen, ob das funktioniert. Mal schauen. Ich weiß es noch nicht. Jetzt, das sind die grossen da. Die müssen von Anfang an zünden. Dann ist das der da, der muss auch von Anfang an zünden. Und das sind das Sepatrons. Die müssen zünden. Aha. Okay. Also das heisst, die drei müssen tun. Und die drei müssen tun. So. Gut. Dann wird der abgesprengt, dann zündet der. Dann wird der abgesprengt und dann zündet der. Was haben wir da alles? Sepatron-Test zwischen 16,6 und 22 und der ist zwischen 11,6 und 19,4. Also 19,4 ist unsere obere Grenze für den Test der Sepatrons. Jawohl. Gut. Okay. Würde ich sagen, der geben wir jetzt schon mal einen Namen der Rakete da. Wie wäre es mit... keine Ahnung. So, speichere das Ganze und los geht's. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler im Staging drin. Wir werden es jetzt gerade sehen. Keine Ahnung. Ist bereit. Wartet auf den Start. SAS ist eingeschaltet. Und 3, 2, 1. Bam. Jetzt kann ich da Contracts aufmachen. Und es sieht eigentlich schon mal nicht ganz schlecht aus. 370, 670. Okay, 370 haben wir jetzt erreicht. Ich hoffe, wir werden nicht schnell. Wir kommen die leichte Schlagseiten über. Oh. Wir sind jetzt langsam. Gemerkt? Wenn man sich die Sepatrons 11,6. Das wäre jetzt. Ja, das hat es gar nicht gebracht. He? Okay. Revert Flight. Zurück zum Bord. Also das Setup da funktioniert schon mal nicht. Jetzt habe ich aber eine Idee, wie es könnte funktionieren. Das weg, das weg. Und das da hätte ich gern. 6 Mal. Bam. Okay, dann sind das die 6, dann die 6, die 6 und da in der Mitte. Dann könnte ich zwar ein bisschen später mal schauen, ob das so funktioniert. Okay. Keine Ahnung. MK2. Speichern und ab geht's. Jetzt bin ich echt gespannt, wie es rauskommt. Schaffe ich das oder schaffe ich es nicht? Das ist jetzt die grosse Frage. Das wäre jetzt eigentlich ein guter Moment gewesen, um einen Schnitt zu setzen, finde ich, oder nicht? Aber nein, so fies bin ich nicht. Wir probieren jetzt das Ganze noch. Und zwar zuerst mit diesen 6 äußeren. Dann werde ich kurz darauf aber den inneren zünden. Und dann mal schauen, was rauskommt dabei. Bam. Also wir steigen jetzt schon mal um einiges schneller. Und jetzt mal schauen. Den brauche ich. 370. Der ist natürlich 580. Machen wir also müsste gehen. 370, 570. Müsste gehen. Nein, es geht nicht. Wir sind zu langsam. Xandra, zu langsam.
Obwohl, jetzt kommen wir wieder langsam Geschwindigkeit über. Mal schauen, ob wir es bis 19.4 schaffen. 370 müssen wir haben. Yep. Der ist fertig. Jetzt sind wir noch da. Und dann würde ich sagen, das war doch ein erfolgreicher Test gewesen. Ich habe gesehen, ich habe vergessen, SAS einzuschalten. Darum hat das Ganze gerade ein bisschen umgespackt da. Jetzt muss ich da von mir aus wieder gegen Gabel brennen. Und vielleicht habe ich sogar meine Dinger wieder rein. Hallo? So da wollte ich. Oh, holla. Ah, vielleicht schaffe ich sie auf die Inseln über da. Ja, ist jetzt echt blöd rausgekommen. Den können wir absprengen. Und dann können wir da den Fallschirm. Dann können wir den Fallschirm öffnen. Wieso geht der nicht auf? Nein! Der geht doch schon auf, oder? Was ist da los? Ah, jetzt. Oh. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Schiss bekommen. Aber nur ein bisschen. So, das nehmen wir natürlich mit da. Und so wie es aussieht, kommen wir wirklich auf die Insel. Dann mal ein bisschen Time warpen. So. Ja, fast auf die Insel sind wir gekommen. Fast. Das SS brauchen wir natürlich nicht mehr. Aber wir haben hier alles können abschliessen. Wunderbar. Das erinnert mich gerade. Ich habe letztens ein Video geschaut vom, also das Let's Play vom, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube es DQM Hose. Ist ein deutscher Let's Player, recht lustig. Und der hat es einfach nicht geschafft. Ich glaube, sein Fehler, den er gemacht hat, oder wo er nicht bemerkt hat, war, er hat nur eine einzige Geschwindigkeit angeschaut. Er hat immer gemeint, die obere Geschwindigkeit müsse er erreichen. Ja, Hose, wenn du das Video siehst, du siehst es gerade auch beim ersten Mal. Okay, noch schnell aussteigen für einen EVA-Report. Dann machen wir gerade da schnell. Bam. Keep Data. Dann kannst du da loslassen. Ins Wasser mit dir. Dankeschön. Und Take Service Sample. Keep Data. Und jetzt kommen wir natürlich noch mal zurück. Ihr macht nichts. Recover Vessel. Wir sind da fertig. So, wie sieht es da aus? Wir haben wieder 40 Science-Punkte. Und, jetzt muss ich auch nichts machen. Der Jebediah Kerbin hat eine total Reputation von 281. Ob das viel ist oder wenig, ich habe keine Ahnung. Aber anscheinend fängt sich da etwas an zu füllen. So, jetzt schauen wir da mal rein. Machen. Also ich würde mal... Da gehen wir da mal raus. Ich bin eigentlich so der Meinung, oder ich bin dafür, dass wir langsam in die Richtung Orbit gehen. Und für das brauche ich das kleine Ding da. Und die Tanks wären nicht schlecht. Jetzt muss man schauen, da kannst du 45, wir haben genau 40,7. Also heisst, sicher mal den da nehmen. Und vielleicht noch den da. Ja, komm, wieso auch nicht. Schmeiß mir Geld raus, respektive Science-Punkte. Und ich würde meinen, das wäre es schon wieder von mir. Ich habe meine Dosis Kerbal Space Program für heute gehabt. Ich will mal sagen, da gibt es ein neues Safe Game. Keine Ahnung, wie ich das nenne.
respektive keine Ahnung nenne ich das. Bam. Und eventuell sehen wir uns wieder, wenn ich wieder mal keine Ahnung spiele. Oder auch nicht. Ich kann es nicht versprechen, dass nochmal ein Video wird kommen von Kerbal Space Program. Ich muss zuerst ins Spiel reinkommen und merken, das war wirklich alles neu für mich. Ich habe zwar ein paar Sachen schon ein bisschen kennengelernt aus Let's Plays, aber selber habe ich es noch nie gesehen. Und das ist immer ein bisschen ein Zeichen, dann, wenn man ein Video aufnimmt und nicht kann genau sagen, was ist. Also, wenn ich wieder mal reingeschaut habe, wenn ich eine Zeit finde, gibt es vielleicht wieder etwas. Und sonst sehen wir uns sicher bei einem anderen Video von mir. Bis dann würde ich sagen, habt einen schönen und tschüss.